Das Stille, meine Damen und Herren. Dies ist Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit, den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Werfen wir doch zunächst einen Blick auf die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit betet Gebete für die Opfer von Naturkatastrophen in China an. Seine Heiligkeit beehrt die goldene Jubiläumsfeier der Lamdön-Schule. Das tibetische Parlament hält ein strategisches Treffen in Delhi ab. Galö Nosin Döma weiht Ausstellung Mapping Tibet ein. Tibet House Japan beginnt 3-monatigen tibetischen Sprachkurs. Repräsentant Baoke Sangyetse nimmt am 3. Gelu Myndam Chimu teil. Am Donnerstag dieser Woche zeigte sich seine Heiligkeit der Dalai Lama besorgt über die Serie von schockierenden Naturkatastrophen, die sich in vielen verschiedenen Teilen der Welt ereignet haben, insbesondere in China. Seine Heiligkeit hat seine Gebete für die vielen Todesopfer und die weit verbreiteten Schäden an Eigentum und lokaler Ökologie ausgesprochen und hofft, dass er in der Lage sein wird, für die Hilfsaktion zu spenden. Am Montag dieser Woche nahm seine Heiligkeit der Dalai Lama an der goldenen Jubiläumsfeier der Lamdön Model Senior Secondary School teil und eröffnete die große Sommerdebatte. Seine Heiligkeit würdigte in seiner Ansprache die Widerstandsfähigkeit der Tibeter in Tibet, die trotz der Verachtung der KP China für die Religion und der ständigen Versuche, den Glauben der Menschen an den Buddhismus zu zerstören, nicht aufgeben. Seine Heiligkeit sagte, die Tibeter in Tibet seien unerschütterlich in ihrer Entschlossenheit, der Lehre Buddhas zu folgen und sie zu unterstützen, ähnlich wie die Menschen von Ladakh bis Tawang in ihrem einseitigen Glauben an Buddha und seine Lehre. Er bemerkte auch, dass in der gesamten Himalaya-Region die Wertschätzung für die Nalanda-Tradition wächst, die in der Praxis von Ethik, Konzentration und Einsicht verwurzelt ist. Diese Schulungen ermöglichen eine innere Transformation auf der Grundlage der Vernunft. Seine Heiligkeit grüßte die Schüler, Lehrer und Mitarbeiter zum 50-jährigen Bestehen der Lamdön-Schule. Am Montag dieser Woche begann in Delhi eine 5-tägige strategische Sitzung des tibetischen Exilparlaments. An dem Treffen nahmen der Sprecher Khimbu Sonam Denpel, die stellvertretende Sprecherin Döma Tsering Dekang und Abgeordnete des 17. tibetischen Exilparlaments teil. Während des ersten Treffens der interaktiven Sitzung diskutierten sie über die indische Tibet-Politik, über die Thematisierung des chinesisch-tibetischen Konflikts im indischen Parlament, über die chinesisch-indischen Beziehungen und über Möglichkeiten, die Tibet-Kampagnen zu verbessern. Auf dem Programm des ersten Tages standen Vorträge von O.P. Dandö und Rebun Banerjee, Kuratoren der Foundation for Nonviolent Alternatives, FNVA, Neu-Delhi zum Thema Indiens Tibet-Politik 2022, von Dr. Manoj Joshi, Distinguished Fellow bei der Observer Research Foundation zum Thema Chinas Weißbuch zu Tibet 2021, Auswirkungen auf Indiens China-Strategie. Dies war das 3. strategische Treffen des 17. tibetischen Exilparlaments. Die vorangegangenen Treffen fanden im September und November 2022 in Haryana bzw. Dharamsala statt. Am Montag dieser Woche eröffnete Galö Nosin Döma von der Abteilung für Information und internationale Beziehungen der CTA die temporäre Ausstellung mit dem Titel Mapping Tibet im Tibet-Museum. Galö Nosin Döma lobte die Bemühungen des Tibet-Museums bei der Organisation der Veranstaltung und fügte hinzu, dass diese nach dem internationalen Kartografiesystem gestaltet wurde. Sie teilte ihre Meinung über die Bedeutung von Landkarten mit und betonte, wie wichtig es sei, das Bewusstsein der Tibeter für die Bedeutung von Landkarten zu schärfen, da Landkarten die Geschichte der Zivilisation erzählen können. Der Ehrengast der Veranstaltung, Tsering Wangyal Chowa, teilte sein Wissen über die kartografische Geschichte Tibets und betonte, dass man sich mehr auf das Sammeln, Erstellen, Standardisieren und Verstehen kultureller und geografischer Namen in der tibetischen Sprache konzentrieren müsse, um die Identität der Orte zu bewahren.
Tsereng Wangyeshawa ist seit 1998 Bibliothekar für geografische Informationssysteme (GIS) und Karten an der Universitätsbibliothek Princeton und unterrichtet derzeit einen Kurs über GIS for Public Policy an der Princeton School of Public and International Affairs. Dengsi Dobde, der Direktor des Tibet-Museums, stellte die Ziele der aktuellen Sonderausstellung vor. Er erläuterte die 4 Bereiche der Ausstellung: die Landkarte Tibets aus dem 17. bis 19. Jahrhundert, die Landkarte Tibets von 1904 bis 1918, die Landkarte Tibets nach den 1950er Jahren und die Karte der tibetischen Hauptstadt Lhasa. Im Anschluss an die Ausstellung gab Tsereng Wangyeshawa in der TCRC-Halle eine 4-tägige Schulung zu GIS und Kartierung. Tibet Haus Japan beginnt seinen jährlichen 3-monatigen Samstag-tibetischen Sprachkurs am Sonntag, den 6. August im Büro in Nishi-Ochiai, Shinjuku. Der Repräsentant Dr. Aryazon Yabo begrüßte die Studenten und sagte, der Sprachkurs werde sich nicht nur mit der tibetischen Sprache, sondern auch mit der spirituellen Kultur und der Zivilisation Tibets befassen. Die Schüler sind japanischer, mongolischer und chinesischer Herkunft. Der Repräsentant Bawa Gesang Gyatso und Wen Geshe Dengsi Namdo Rinpoche vom Office of Tibet in Taiwan nahmen am Gelug Mönam Chimo, dem großen Gebetsfest, in Taipeh teil und brachten ein Mandala dar. Die Taiwan Gelug Buddhist Association organisierte vom 4. bis 6. August ein 3-tägiges Gebetsfest für den Weltfrieden. Das diesjährige Gelug Mönam Chimo in Taiwan ist das 3. seiner Art und wurde von 300 Mönchen besucht, von denen 150 aus tibetisch-buddhistischen Schulen und die andere Hälfte aus chinesisch-buddhistischen Schulen stammten, sowie von zahlreichen Anhängern. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.